liebe Festgäste, zuerst einmal recht herzlichen Dank für diese Einladung hier nach Wien. Es ist mir wirklich eine große Ehre, dass ich hier in Wien, wo der heilige Clemens sein irdisches Leben beendet hat, diesen Vortrag über ihn und über die Laien halten zu dürfen. Der heilige Clemens hat 21 Jahre in Warschau gewirkt und 12 Jahre in Wien. Und als Priester, als Redemptorist hat er wirklich die Zusammenarbeit mit den Laien geschätzt. Und wenn wir das zusammen, diese Jahre, als er in Warschau tätig war und in Wien, zusammenberechnen, das sind 33 Jahre, also für uns Christen. Diese Zahl sagt etwas, also 33 Jahre des irdischen Lebens von Christus zum Beispiel. Aber um die Tätigkeit des heiligen Clemens in Warschau gut oder besser verstehen zu können und auch einige Entscheidungen, die er treffen musste oder getroffen hat, muss ich ein paar Worte über die politische und religiöse Lagesituation in Warschau zur Zeit des heiligen Clemens sagen, weil als der heilige Clemens in Warschau weilte, im zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Polen war damals geteilt zwischen Russland, Preußen und Österreich. Und über 120 Jahre gab es Polen als Land nichts mehr. Warschau war nicht mehr die Hauptstadt von Polen. Und es gab viele Kriege, viele Toten, viel Armut und Leid. Fast 2 Jahre lang hatten wir in Warschau die russischen Soldaten zu Gast. Das waren keine willkommenen Gäste, aber sind fast 2 Jahre lang in Warschau geblieben. Die russischen Soldaten raubten, plünderten und töteten. Dann waren 10 Jahre lang die Preußen. Der deutsche Redemptorist Pater Erwin Dudel meines Erachtens schildert sehr gut diese traurige Situation in Warschau zur Zeit des heiligen Clemens. In seinem Buch Clemens Hochbauer, ein Zeitbild, schreibt er, Polen und vor allem seine Hauptstadt boten in den damaligen Jahrzehnten ein Bild des Jahres. Aus Ost und West fiel man über das Land her, zerteilte es unter die Nachbarn, beutete es aus, überzog es mit Unruhen und Kriegen. Die Folge war eine katastrophale Verarmung, Hunger und Elend bei Hoch und Nieder, moralische Zerrüttung, Hauptleidtragende waren die Kinder. Ganze Scharen verwaister und verwahrlosten Kinder zogen frierend und bettelnd durch die Straßen der Stadt. Viele kamen um. Die Mädchen verfielen schon im Kindesalter der Prostitution. Hochbauer glaubte es, wenn er als das Elend sah. Und die religiöse Situation war auch nicht besser. Der heilige Clemens hat sehr oft darüber nach Rom geschrieben. In einem Brief an Pater General Blasucci schreibt er, wir leben hier unter schwerer Bedrückung der Kirche. Wir seufzen unter einer mächtigen Hand. Die preußische Regierung hat hier einen sogenannten Kirchenrat gebildet. Aber unter allen Räten ist kein einziger Katholik.
der Präsident dieses Kollegiums ist weder Lutheraner, noch Calvinist, noch Zwinglianer. Er ist nicht einmal ein Christ, sondern ein ganz verworfener Mensch und der bitterste Feind der Klöster. Und dieser Mensch gibt den Bischöfen und dem ganzen Klerus seine Befehle und entscheidet über kirchliche Fragen. Also in dieser Situation, in dieser politischen und religiösen Situation damals in Warschau, musste der heilige Clemens arbeiten. Als er nach Warschau kam, bekam er von der Bruderschaft von St. Benno eine Kirche, eine Schule und ein Waisenhaus für Buben im Obhut. Aber das war die Schule, die Kirche und das Waisenhaus nur für die deutschen Kinder, weil diese Bruderschaft von St. Benno wurde von den Deutschen, die damals in Warschau wohnten, gegründet. Aber als der heilige Clemens diese ganze Elend in der Stadt sah, hat er sofort eine Schule für Mädchen gegründet, weil damals gab es in Warschau keine Mädchenschule. Die Reichen konnten sich einen Privatlehrer leisten, aber die Armen nicht. Und darum gründet er diese Mädchenschule und er erweitert die Statuten von dieser Bruderschaft von St. Benno. Das heißt, er nimmt auf alle Kinder. Also aus den polnischen, aus den deutschen, aus den russischen Familien. Er schrieb in einem Brief, genug, wenn diese Kinder arm oder wohl gar eine Waise sind, dann werden sie in unsere Schule aufgenommen. Und aber zum Beispiel, wenn nach der zweiten Teilung Polens im Jahr 1794 in Warschau ein Aufstand ausbrach gegen die Russen und die russischen Soldaten, ich zitiere hier die Worte des heiligen Clemens, der Augenzeuge von diesen Szenen war, über 16.000 Männer, Frauen und Kinder getötet haben, hat der heilige Clemens auch ein Waisenhaus für Mädchen gegründet. Aber für diese Menschen brauchte er auch Personal, die Betreuerinnen. Und was macht der heilige Clemens? Er sammelt Frauen, sehr oft Witwen, die für sein Werk und gründet für sie eine Bruderschaft am heiligen Josef. Diese Frauen wurden auch die Schwestern vom heiligen Josef genannt. Bei der Aufnahme zur Bruderschaft haben sie einen Ring bekommen und bei der Aufhebung von St. Benno im Jahre 1808 zählte diese Bruderschaft vom heiligen Josef etwa 140 Frauen. Also das war nicht wenig, wenn wir auch bedenken, dass er noch 6 andere Bruderschaften gegründet hat. Das war doch eine Leistung, eine Arbeit mit den Laien. Aber ich spreche nun natürlich von diesen Schwestern, von den heiligen Josef, weil über die anderen Bruderschaften zu sprechen, das wäre heute zu viel. Nachdem wir hier diese schöne musikalische Gestaltung, diese Akademie auch haben, das darf in meinem Vortrag auch die Rede von der Musik nicht fehlen. Weil andere Schwerpunkte der Arbeit mit den Laien in der Kirche in der St. Benno in Warschau, das war die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Der heilige Clemens wollte, dass die Kirche immer sehr schön geschmückt wurde, mit Blumen und so weiter.
Zeit der preußischen Herrschaft in Warschau, die Preußen haben praktisch alle kulturellen Einrichtungen geschlossen, das heißt Oper, Theater und so weiter. Und diese Musiker waren arbeitslos sozusagen. Und der heilige Clemens sammelt alle diese Musiker. Er lädt sie ein, in der Kirche von St. Benno zu kommen und dort zu spielen. Und bei besonderen Feierlichkeiten waren es bis 50 Musiker, die dort in dieser kleinen Kirche St. Benno spielten. Sie kamen gerne, diese Leute, und ich möchte Ihnen nur vorlesen, die Werke, von welchen Musikern sie dort gespielt haben. Das war die religiöse, aber auch weltliche Musik. Zum Beispiel die Werke von Karl Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und die anderen natürlich. Friedrich Chopin war damals zu klein, in der Kirche von St. Benno zu spielen, aber sein Professor, Joseph Eisler, spielte mit dieser Musikgruppe. Und er hat auch 2 Werke geschrieben und den Redemptoristen gewidmet, die dann in der Kirche von St. Benno gespielt wurden. Inter Domine Speravi und Veni Creator. Aber als die Nachricht von dieser musikalischen Gestaltung der Gottesdienste in St. Benno nach Rom gelangte, war der damalige Generalober ein bisschen beunruhigt. Er meinte, das ist etwas zu viel. Er schreibt einen langen Brief nach Warschau an den heiligen Clemens und in diesem Brief schrieb er unter anderem: Wir sind nicht berufen zu singen, sondern in Stille die Beichte der Sünder zu hören und sie nicht zu verwirren durch unseren Gesang. Wir haben nicht die Aufgabe, die Ohren des Volkes durch unseren Gesang zu erfreuen oder sie durch die Musik in unsere Kirche anzuziehen, sondern für die wahre Frömmigkeit, die Reform der Sitten und die Verwaltung der Sakramente und die Predigt des Wortes Gottes zu sorgen. Ja, der heilige Clemens musste sich verteidigen, um die Musik in der Kirche behalten zu können. Darum an seine Antwort schrieb er: Vor allem tadeln eure Paternität die gesungenen Messen mit Orchester, die in unserer Kirche öfter gehalten werden. Dazu muss man jedoch die Eigenart der Nationen kennen und beachten, denn sie ist der Grund für Änderungen und Unterschiede. So kann es sein, dass das, was den Völkern im Süden zur höchsten Erbauung gereicht, die Völker im Norden nicht in gleicher Weise schätzen, ja sogar als Skandal empfinden und umgekehrt. Die Völker im Norden werden von ihrer Veranlagung her so sehr zum Gesang bewegt, dass es nicht leicht ist, im Osten, Süden und Westen ähnliche Völker zu finden. Von alters her war es bei ihnen Sitte, die Heldentaten großer Männer in Gesängen zu erzählen, vaterländische Mythen und Gesang in Erinnerung zu rufen und selbst die christliche Lehre in Versen und Rhythmen zu besingen. Der Brauch ist also zur Natur geworden, der nicht zum Ohrenkitzel und zur Erfüllung des Herzens mit Eitelkeit dient, sondern dazu, die leichtere Erhebung des Geistes zu Gott zu bewirken. Daher kommt es, dass wenn viele Leute in der Kirche sind, sie sofort anfangen, die Handlung des Priesters in der heiligen Messe mit Volksliedern zu begleiten.
verlogenen Messen mit Musik. Und dann versicherte er den Generaloberen, dass die Musikdarbietungen beim Gottesdienst den Gläubigen nicht Anlass zu respektlosen Benehmen geben, was, wie er schreibt, die Fremden zum großen Ärgernis in Rom und in anderen Städten Italiens beobachten. Und er hat das weitergemacht mit der Musik und mit diesen Laien, die dort also sehr gerne in der Kirche von San Benno kamen und die Musik spielten. Clemens großes Anliegen war auch die Heranbildung von überzeugten Laienaposteln. Kurz nach seiner Ankunft in Warschau begann er Laien um sich zu sammeln, also nicht nur für die Arbeit im Waisenhaus für Mädchen, aber auch um sie zu Aposteln heranzubilden, die in ihren Familien und in der Welt lebten, dort Christus nachfolgten und als Missionare wirkten. Nach dem Muster der christlichen Freundschaft des Jesuiten Nikolaus Joseph von Diesbach hat der heilige Clemens bereits im Jahre 1788 eine Laiengemeinschaft ins Leben gerufen. Ihre Mitglieder nannte er Oblaten, das heißt die Gottesgeweihten. Clemens gab seiner Oblatenvereinigung recht ausführliche Statuten, in denen er das Ziel dieser Vereinigung schilderte. Die Mitglieder dieser Vereinigung sollten aus allen Kräften Jesus Christus nachfolgen, das Wort Gottes hören und am sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen, die Treue zum Lehramt der Kirche pflegen. Sie sollten eine missionarische Gruppe werden, um mit vereinten Kräften gegen den reisenden Strom der Sittenlosigkeit und des Unglaubens zu arbeiten. Sie sollten auch Apostel sein, durch das Zeugnis des Lebens, religiöse Familiengespräche und durch Verbreitung guter Bücher. Die Mitglieder dieser Vereinigung sollen eine Laienelite bilden, darum werden nur ausgewählte Personen aufgenommen, jene nämlich, wie er schreibt, die mit Jesu Christi Geist erfüllt, nach der Gerechtigkeit hungern, einen bewährten Lebenswandel führen und die Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen haben. Diese Gemeinschaft der Oblaten breitete sich rasch aus, überall wo die Redemptoristen hinkamen, nach Polen, Deutschland, Österreich und Schweiz. Nach fast 20-jähriger Erprobung hat Clemens die Statuten der Oblaten dem Heiligen Vater zur Bestätigung unterbreitet. Am 29. Juli 1804 hat Papst Pius VII. Diese Vereinigung und ihre Statuten approbiert und ihr besondere Privilegien verliehen. Pater Erwin Budel, den ich schon erwähnt habe am Anfang, schrieb, Hochbacher ist nicht der Einzige und nicht der Erste, der solche Ideen hatte. So hatte zum Beispiel der von ihm so sehr verehrte Pater Diesbach in Wien Ähnliches getan. Aber Hochbauer gab der Idee ein eigenes Gesicht und eine gewisse weltumspannende Weite. Das war Warschau, jetzt kommen wir nach Wien. Auf Befehl von Kaiser Napoleon wurde im Juni 1808 das Kloster St. Benno aufgehoben und die Redemptoristen in die Festung Kostschin an der Oder gebracht. Nach einem Monat wurden sie aus dieser Gefangenschaft entlassen, aber die durften nicht nach Warschau zurückkehren, auch nicht die Polen. Clemens reiste nach Wien. Fast gänzlich
von seiner Ordensgemeinschaft getrennt, wirkte er als Aushilfspriester an der Minoritenkirche und dann als Beichtvater und Kirchenrektor von St. Ursula. Hochbauers Tätigkeit blieb aber nicht auf die Kirche und Kloster St. Ursula beschränkt. Clemens hatte weder eine Pfarrei noch sonst ein besonderes Kirchenamt. Dennoch war er alles andere als untätig. Vielmehr entwickelte er eine fast unglaubliche seelensergärliche und karitative Aktivität. Er wirkte in Wien als Beichtvater, als Prediger, aber auch als Berater der Nunzien und hatte noch genügend Zeit, Lebensmittel zu den Armen in den Vorstädten hinauszutragen und sich dem Apostolat an den Rand der Existenzen Kranken, Sterbenden, Verzweifelten und zu widmen. Darüber hinaus wurde Hochbauer zum Mittelpunkt verschiedener Kreise aus Akademikern, Studenten und Professoren. Unter ihnen führende Gestalten der Wiener Spätromantik. Ja, in Wien richtete Clemens seine Arbeit mit Laien auf Freundschaft und Gastfreundschaft aus. Man bezeichnet alle diese Personen, zumeist Studenten und Professoren der Wiener Universität, die sich in seiner Wohnung aussuchten und ihn als ihren Ratgeber oder Beichtvater betrachteten, gewöhnlich mit dem Namen Hochbauerkreis. Also hier in seiner Wohnung war der Clemens Hochbauer Gastgeber. Zu nennen unter diesen Gästen, die zu ihm kamen, sind Dr. Johannes Madlener, Dozent der Physik an der Wiener Universität, die drei schriftstellerisch begabten Brüder Josef, Georg und Anton Passig, der Dichter und Übersetzer Peter Silbert, die späteren Redemptoristen Johannes Pilat, Eduard Ritter von Uncrechtsberg, die Juristen Friedrich von Held und Franz Springer, die spätere berühmte und umstrittene Theologe Anton Günther, Dichter Zacharias Werner, der nach Konversion und Priesterweihe zum berühmten Wiener Prediger wurde, Dr. Emanuel Veit, aus jüdischer Familie stammender Dozent der Veterinärmedizin in Wien, der zum katholischen Glauben konvertierte und nach Hochbauers Tod Redemptorist und Priester wurde. Clemens pflegte auch einige Kontakte zu den berühmten Wiener Romantikern. Er traf sich regelmäßig mit ihnen im Hause von Friedrich Schlegel oder Adam Müller. In der Literatur spricht man deswegen vom Romantikerkreis. Hier Clemens war zu Gast. Hier zu nennen sind also nur einige Personen: Friedrich und Dorothea Schlegel, Adam und Sophie Müller, Friedrich und Luise Klinkoff-Ström, Josef und Elise Pilat, Friedrich und Sophie Schlosser, Franz und Juliana Schechening, Clemens Brentano, Josef Penkler oder Josef Eichendorff. Pater Josef Heismann, das ist ein anderer Redemptorist, der auch viel über den heiligen Clemens geschrieben hat, in seinem Wort das Evangelium neu verkünden schreibt: Clemens Hochbauer nützte sie aus für sein Apostolat, also alle diese Leute, die zu ihm kamen und auch diese Romantik. Gerade in solchen Kreisen und durch sie versuchte er als Missionar zu wirken. Zum Kreis von Hochbauer gehörten Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, Adelige und Bürgerliche, Gelehrte und Künstler,
aller sozialen Schichten, besonders aber führende Persönlichkeiten, diesen schlichten Priesterschaften sich seine Führung anvertrauten, seinen Geist in sich aufnahmen und weitertrugen. Einige von diesen Leuten traten dank Clemens in die katholische Kirche ein. Nuntius Severoli schrieb im Jahre 1814 an Kardinal Litta in Rom: Die Protestanten, die in Wien konvertieren, werden für gewöhnlich von unserem Pater Hochbauer gewonnen. Unter den Konvertiten, die durch Clemens in die Kirche aufgenommen wurden, war zum Beispiel Philipp Veit, der Sohn von Dorothea Schlegel aus erster Ehe. Er schrieb über Hochbauers Besuche im Haus von Friedrich Schlegel. Ich zitiere: Seit sich Pater Hochbauer und Friedrich Schlegel in Wien kennengelernt hatten, blieben sie innige Freunde. Und Hochbauer übte als ein fast täglicher Gast des Hauses den bedeutendsten Einfluss auf Friedrich und die selige Mutter aus, welche beide mit unbegrenzter Liebe und Hochachtung an ihn hingen. In dieser Periode, namentlich zur Zeit des Wiener Kongresses, war unser Haus der Sammelpunkt bedeutender Persönlichkeiten, sowohl Protestanten als Katholiken. Alle aber waren in Gegenwart des Pater Hochbauer voll Ehrerbietung für seine Person und zu einem eigentlichen Disput über Glaubenssachen kam es, wie ich mich erinnere, nie, wenn auch Pater Hochbauer die Gelegenheit nicht versäumte, als echter katholischer Priester ein erstes Wort zu sprechen, bisweilen sogar in munterer, humorischer Weise. Niemals aber vergab er dabei seine Würde und ich möchte sagen, seine vornehme Haltung. Und noch unser Zitat, das stammt von Josef Eichendorff. Ich war abends bei Schlegel. Später kam Schlegels Beichtvater, ein Ordensgeneral, voll Feuer, lustig, polnisch sprechend, mit noch einem anderen Pater. Er ließ heimlich hinstellend eine Torte zurück, die wir dann mit Wein verzehrten. Ja, die Zeit ist praktisch darum möchte ich diesen Vortrag über den heiligen Clemens und die Laien mit den Worten von Pater Heinzmann schließen. Diesmal aber stammen diese Worte aus seinem Artikel Clemens Hochbauer, De Homo Apostolicus. Pater Heinzmann schreibt: Seine Beichtkinder, Schüler und Jünger wirkten in allen Lebensbereichen und Gesellschaftsschichten hinein. In die Familie, in die Salons, in die Berufs- und Bekanntenkreis, in die Amtszimmer, in die Universität, in die diplomatischen Kreise. So kam es in Wien und über die Grenzen der Stadt hinaus zu einer langsamen, aber unwiderstehlich sich greifenden Veränderung durch Hochbauer und seine Laien. Wie wir gesehen haben, gerade mit Hilfe der Laien und Laienvereinigungen wurde Clemens Hochbauer zum Apostel von Warschau und von Wien. Ich meine,
dass wir diese wertvolle Erbe in unserer Kongregation auch für Redemptoristen von heute eine Einladung ist, loyal und offen mit den Laien zusammenzuarbeiten und ihr eigenes Charisma in der Kirche zu fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.